So, jetzt lassen wir mal den Sonntag einläuten. Unten hört man Glocken läuten. Ich glaube, das ist von Kirche rüber, kann das sein? Wir sitzen in Gemmrigen auf der Bart. Bart. Das kommt von brauner Hart, oder? Ja. Ja. Und wir haben gerade einen richtig schönen Ausblick hinüber Richtung Michelsberg. Also ist wunderbar. Das Bänkle daheim ist richtig schön warm von der Nachmittagssonne. Jetzt können wir es machen wie die Eidechsel und die Nachglut wirken lassen. Und wir haben daheim was ganz Wunderbares. Das ist nämlich ein Wein vom Weinlehrpfad. Was ist denn da alles drin? Was für Sorte hat es denn da? Alle 15. 15 verschiedene. Und der sieht ja 8 rote, ziemlich 7 rot weiße. aus. Ja. Okay. 8 rote und 7 weiße. Es ist im Prinzip ein Schiller, wenn die gleichzeitig verarbeitet werden, Ja. aber es ist ein recht dunkler. Ja, weil das Ja. Maischevergärung ist. Und dann ist natürlich die rote Sorte, die Beere, Ja. die durch die Maische, eine Woche hockt er auf der Maische mindestens. Aha. Und dann kriegt er deswegen die tolle Farbe. Und da Wunderbar. braucht man sich natürlich nicht wundern, wenn da natürlich auch Lemberger und Dornfelder drin sind, die richtig dunkle rote, Ja. dann ist die Farbe ganz klar eigentlich, dass die so dunkel ist. Nicht bloß das. Riecht einmal da rein. Aber wird jedes Jahr anders. Klar, ist ja auch Weil jedes Jahr anders. Jedes Jahr die Natur anders ist und die Sorte unterschiedlich. Vom Niederschlag her ist es und auch anders. auch, ja. Ja. Und Und Fäulnis, die Aromen frühe kommen Sorte, anders. die schmeiße ich dann alle weg. das ist eine gute Idee. Also das, was nichts ist, kommt auch nicht rein in den Zuber. Das ist eigentlich auch immer eine gute Regel bei der Weinlese, wenn man Leute dabei hat, die noch nie dabei waren. Da Immer kommen- sagen, bei mir nur das, kommen- was auch in den Mund stecken darf. Ja, und da kommen da auch nicht viele Leute zu bei der Weinlese. Gut, das Von ist dann dem auch her. nochmal ein Sicherheitskriterium, da kann wenig passieren. Also da ist der Sachverstand im Glas dann. Genau. Lecker. Und du baust den Wein komplett selber aus. Wie kommt es, Wie kommt es? dass du den Wein daheim selber ausbaust? Das machen ja wenig, die nicht ein eigenes Weingut oder sowas haben. Oder verkaufst du den Wein? Nein, Nein, der ist für das dich, ist viel Familie. zu wenig. Ah, wie viel sind das Weil denn? Wie das viele sind Liter? 270 Liter Oh, den kannst du teuer verkaufen. im Schnitt. Ja. Also die letzten Jahre war es weniger ein bisschen. Aber es wird dann schon knapp, weil das Jahr hat ja 365 Tage Ja. und dann 270 Liter. Oh. Die Rechnung geht halt dann nicht auf, wenn dann noch ein paar Familienfeste sind. Ja, und jetzt ein hast du noch mal bisschen Geburtstag und verschenken Weihnachten und hin so. und wieder das Fläschle. Man, haben wir ein Glück, dass wir da heute partizipieren dürfen. Oh, danke für die Einladung. Was denkt jetzt so ein Wengerder, Ich Wie bin ihr nur ein zwei? Hobbywengerder. wenn man abends da hockt und merkt, dass es richtig gut geworden ist? Ja gut, dann bist du zufrieden. Nicht schlecht. Ah, du bist ein richtiger Schwab. Könnte liedriger sein. Nicht schlimmer kann man können, ja. Aber zufrieden sind wir ja nie. Schwäbisches Understatement. Letztendlich gibt es immer noch etwas zum Tun. Mit dem Laub bin ich noch nicht ganz fertig. Und letztendlich geht es dann wieder am Schluss auch an die grüne Ernte nochmal nach. Also das Geschäft im Wengert hört eigentlich nie auf. Nee. Von dem her, Jetzt ja, warten wir fertig mal, was bist du nie. dieses Jahr noch kommt. Ah, Bis hoffentlich zum nur Herbst gutes Wetter. ist es noch lang. Ja. Kann immer noch Hagel, Kirschessigfliege, Riesenproblem und Umstände. Warten wir mal ab. Aber die Hitze, die schafft doch eigentlich für uns und gegen die Kirschessigfliege, Ja, oder? das ist schon richtig. Das gefällt dir nicht. An den alten Steck hat man noch letztendlich auch mit der Trockenheit nicht ganz so das Nö. Problem, weil die Wurzeln arg tief, da ist ja nicht ganz so dramatisch dann. Das sind eher die jungen Wengert, wo dann mit der Trockenheit ein Problem kriegen. Dann sind wir froh und freuen uns auf den nächsten guten Herbst. Letztendlich sind wir guter Dinge und warten, was kommt. Einen schönen Sonntag wünschen wir euch alle. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.